14. Folge Wiener Stadion-Vlog. Heute sind wir im 7. Bezirk. Sieht gerade der Marienstraße massiv. U-Bahn-Station. Neubergasse aussteigen und dann geht es einfach gleich rechts oder links, je nachdem von wo ihr kommt. Die Zollergasse, genau. Wo geht's hin heute, Amir? Pizza Bros haben wir gesagt immer heute. Steht im Internet mit vielen Zutaten von hier. Also alles aus heimischem Anbau und Co. Sauerteig Spezial vom Teig her. Lassen wir uns mal überraschen, oder? Schauen wir mal rein, schauen wir, wie das ausschaut. Essen gerade bestellt, also mal die erste Wiener Pizza im Vlog. Und ja, jetzt warten wir mal. Ich glaube, es sind noch 4, 5 Pizzen vor uns. Essen im Stehen, wie man sieht. Nettes Städtischer. Also rundherum gehen, alles gut. Ja, und hinter uns das Lokal, wie ihr seht. In der Seitengasse 20 Meter bei der Hilfe reingehen, das war's, man ist schon da. Ruhig deswegen, aber trotzdem nicht weit vom Geschehen weg. Easy. Ganz coole Atmosphäre. Ja. Jetzt können wir schon mal die Rechnung vorab einblenden. Ja. So, Pizza Atomica, Pizza La Rohschinken. Amir, Sieht gut aus. was sagst War kein Besteck. du? Ja, gibt's keines, das ist Street Food Master. Easy. Na komm, das schaffst du schon. Und was sagst du? Noch mit vollem Mund? Ja, würdest du das gleich nach dem ersten Bissen weiterempfehlen? Geschmacklich echt geil. Sehr gut. Was hast du so schon? Atomica, ne? Ja, Atomica. Soll scharf sein, oder was? Sollte, ja. Gönner kannst du auch nicht essen, ne? Kannst auch nicht essen, wie du, ja. Und? Mit vollem Mund, was sagt er? Erster Bissen. Gleich voll, ne? Ja, schön würzig, ja. Kann man empfehlen. Koriander noch drauf. Also ganz anderes, Pizza halt anders definiert. Taugt mir. Und ja, ganz okay, würde ich sagen. Ja, kann man auf jeden Fall essen. Geschmacklich geil. Mahlzeit. Also du magst Pizza eher mit einem dünnen Boden. Das ist kein amerikanischer Boden, was gleich so dick hast oder was, ne? Keine Werbung zu machen ist, aber diese fettigen Pizza, diese flüchtigen Pizzateige, diese fettigen, die mag ich überhaupt nicht. Okay. Sondern richtig dünn und knusprig. Richtig geil. Vor allem, das ist so eine Imbiss-Pizzeria eigentlich, so von wie sie es machen. Also draußen, da wir jetzt auf einem Städtisch stehen, das einzelne kleine. Dass wir sich da drauf haben. Easy. Richtig angenehm vom Feeling. Okay. Und die Pizza wirklich gut. Also da kommt man sicher nochmal her. Da kann man jede Pizza probieren, die einem schmeckt. Also die Zutaten sind frisch, man schmeckt, man merkt es richtig. Also ganz anders als viele andere Pizzen. Ja, das bringt Marie Hilf mit sich, ne? Da sind sie auf jeden Fall gut dabei, was das angeht. Diese besondere Küche. Ja, Vielfalt hast vor allem überall. Du hast ja da überall irgendwas, Ja. ne? Gehen wir weg, gehen wir Richtung U-Bahn wieder. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ein bisschen Wartezeit war halt, man muss halt, ja, wir haben 25 Minuten, glaube ich, gewartet. Also mit Stress sollte man noch nicht hergehen, dafür lohnt sich auch, aber muss man auch dazu sagen. Also der Teig war extra dünn, crunchy, war echt labernd, ja. Ja, Und wirklich gut. Hätte ich nicht geglaubt, dass es so eine gute Pizza ist bei so einem Imbissstand quasi vom Aufbau her. aber ganz okay. Ja. Also jetzt gehen wir da rechts weg zur U-Bahn und ab am Verteilerkreis mit uns. Verteilerkreis, da sind wir schon. Was sagst du heute? Ich meine, blenden wir mal die Tabelle ein. Ja, gehen wir hin überhaupt. So, Tabelle. Rein damit. Wir sehen Rapid beim letzten und bei der Austria ist der 9. zu Gast beim 10. Ne? Was glaubst du, wie geht's aus? Der 8. beim 12. und der 9. ist beim 10. Ja. Prüfst du jetzt meine Angaben, oder? Ja, ich habe gerade gemerkt, aber du weißt, Lexikon, das weiß ich alles, Mann. Also, was sagst du, wie geht's aus heute? Sehen wir heute den ersten Austria-Heimsieg? Heute müssen wir es, aber ich sage es zwar jede Woche, aber es wird eine interessante Partie, es wird kein Selbstläufer, auch wenn man es vom Namen her sich erwarten könnte, theoretisch, aber aktueller Stand nein. Also ich gehe davon aus, dass Austria gewinnen wird. Es wird ein trockenes 1-0, sage ich. Trockenes Was 1-0. sagst du?
Ich sag, die Austria beschenkt halt die Fans mit einem 3-1, sage ich. Würde ich auch nehmen. Mehr Tore sage ich auch nicht nein. Was sagst du Rapid heute in Lustenau? Ja, in Lustenau sind lang gefahren. Sicher urmühsam dorthin immer. Also nur ein normaler Handicap-Sieg. Ja, schau, wenn sie gewinnen, können sie glücklich sein. Es hört sich zwar an, es ist so leicht, weil sie beim letzten sind, aber am Ende des Tages ist das Spiel wie jedes andere. In der österreichischen Bundesliga kann jeder jeden schlagen und ich hoffe zwar, ich glaube, ganz ehrlich, ein 2-0 ist mein Wunschergebnis. Klingt vernünftig. Realistisch wird es ein 1-0 mit 5 Wahlentscheidungen zu unseren Gunsten oder so. Hoffen wir, dass der Wahrheit bei der Austria mal gescheit bleibt, oder? Ich meine, Ja, es ist immer 11 gegen 12. Ne? ja, so fühlt sich an schon langsam. Ja. weiß nicht. Ich meine, auch wenn man die Partie vor dem Derby hernimmt, Alltag, beim Derby selbst haben wir gesehen, Rapid muss Maxi Hoffmann eine rote kriegen. Am besten ist, wie man fängt mit neuen Spielern an, weil da ist die Austria scheinbar echt fähig, die Null zu halten und super zusammenzuspielen. Ne? Also du meinst, er soll erst nach und nach die Spieler bringen, Genau, oder? Ja, vielleicht. Wien haben wir, Sagst du es? heute war die Schlange überschaubar. Ja, aber werden sicher über 10.000 Leute sein heute. Glaubst nicht? Werden wir dann eh sehen. 13.000er Schnitt war bisher. Ich sag 11.387, was sagst du? 11.792. Passt, oder? Passt. 15 Minuten noch, der Countdown läuft. Heute erster Austria-Heimsieg, oder? Ja, gehen wir davon aus. Nein, wir müssen. Ja, es wird schon. Zur 6 Stunden gut besucht heute. Generell Stadion gut besucht. Osttribüne immer gut gefüllt. Gute Stimmung von den Fans. Gegen Hass und Hetze, sehr gut. Jetzt reicht's aber! Ja, so lächerlich. Ein Ball nach dem anderen, unglaublich. Wahnsinn. Da bin ich gespannt, ob der Wahrheit auf Rot überprüft. Der ist reingerutscht. War die Sohle, oder?
Minute 15, erste Torschuss für Blau-Weiß. War nicht schlecht rausgespielt, aber da muss mehr drin sein. Gott sei Dank nicht. Jetzt drauf. Bist du narrisch. Weg damit, weg. Aber jetzt, endlich. Überfällig. Wie lange wir uns erst vorhaben. Aber jetzt, das endlich mal. Zwei Tore in 2 Minuten. Weg. Ja, Früchtel. Stark! Fast so stark wie eine Kehl, was? Kriegt man das Handy, glaube ich, weißt du? Ja, dürfte nur Presser gewesen sein. Halbzeit Analyse, 16. Folge vom Wiener Stadionvlog und wir sind in den ersten Austria-Heimerfolg. In der ersten Halbzeit, aber das müssen sie machen. Ja, das müssen sie. Klar, bessere Mannschaft, oder? Deutlich. Was hat Blau-Weiß gemacht? Einen Schuss haben sie aufs Tor, nicht normal, aber einen Torschuss aufs Jetzt Tor. dritten sind sie ein paar Mal kommen, aber Ja, aber ab da hat sie Austria gut Und zugemacht. ab der zweiten Hälfte, von der ersten Hälfte vom Spiel hat die Austria wirklich super kombiniert Super gespielt hat und gut nach vorne kommen und auch dann im letzten Drittel vor allem dann auch was gerissen. Und das ist halt, was man nicht erwarten, also was man gehofft hat, aber nicht erwarten konnte. Ja. Aber dann 2 Tore in 2 Minuten. Doppelstark Andi Gruber. Ich sag dir- der Spieler urgut oder urschlecht. Ja, Das ist halt urarg wieder. ja, ich sag dir, ich hoffe, der Knoten ist jetzt geplatzt, weil nach dem ersten Tor, da waren es voll 6 dabei. Punkte sind heute da, man. Rapid führt auch 3-0 Ja. zur Halbzeit. Ja, Das beide Wiener Clubs sind Handicap. ja wird schon leibend, wird schon hoffentlich gut kommen. Jetzt noch nicht anpatzen, aber normal, also wenn es da noch mehr geben, ganz ehrlich, dann mache ich einen Platzsturm. Also ich klopfe mal aufs Holz und wünsche uns eine gute zweite Halbzeit. Spontane Einladung in der Halbzeit ins VIP. Kaiser und Schmarrn geht immer, sagt Amir. Jetzt in der Lounge bei der Austria. Voll ruhig. So, Amir, gratuliere. Wir haben das erste Bundesliga-Tor verpasst jetzt, ne? 3-0. Wir werden es gleich sehen, Leute.
Aslani, jetzt hat er es endlich, oder? Ja, Schauen wir mal, warum du das verpasst hast, oder? Ja, passiert. Naja. Muss man so akzeptieren einmal. Okay. Soll das auch schießen? Boah, schieß! Ping-Pong gerade, ne? Flipper! Schiri! Jawohl, bitte. Ja! Jawohl! Minute 86 Grad, 87, Austin führt 4-0, Rapid 5-0 in Lustenau. Ich glaube, beide Wiener Vereine haben das Derby gebraucht, damit sie sich jetzt mittlerweile da fangen. Blöder Fehlpass. Was ist das, bitte? Wahnsinn! Wird so taugt haben wir jetzt mal VIP-Südtribüne auch gewesen. Ganz ein anderer Blickwinkel. Echt geil, ich meine, von oben einfach, der Blick war einfach ganz was anderes. Also 6 Punkte geholt heute von 6 möglichen. Hätte man das geglaubt, dass das einmal so ein Wiener Wochenende wird? Ich habe sogar gespielt. Also ja. Ja, wie ihr seht, violette Katakomben gerade. Wir suchen den Ausgang und wollen uns für 415 Abonnenten aus der letzten Woche bedanken. Herzlichen Dank auf jeden Fall noch. Danke Leute, wirklich Und cool. jetzt gehen wir in die Länderspielpause. Österreich, Belgien sind wir dran. Also falls irgendwer von euch noch Bock hätte, dass er Österreich-Belgien-Karten gegen Deutschland, Österreich-Karten, also Österreich-Deutschland-Karten tauscht, einfach in die Kommentare rein und danke, dass ihr eingeschaltet habt auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Daumen hoch. Danke. Danke euch. Grüß euch. Servus.